Diese Menschen haben Großes vor. Ein Friedenszentrum für Europa. Dafür wollen sie dieses riesige denkmalgeschützte Gebäude kaufen, den Nassanger in Lichtenfels. Da sieht man schon mal dieses wunderschöne Treppenhaus. Willkommen! Doch nur eines der Probleme: Das historische Anwesen ist noch voll mit Krempel vom Vorbesitzer. 2500 Quadratmeter auf 3 Etagen. In den 80er Jahren war hier mal ein Nachtlokal. Das war hier der Tanzsaal. Das war hier die Disco, die eigentliche. Da oben ist die Bar auf der Empore. Und da hinten kommt man dann zu den Separés. Das Etablissement im Nassanger gehört nur zur jüngeren Geschichte dieses Gebäudes. Gebaut wurde es in der Barockzeit, 1693. Als Wirtschaftshof für das Kloster Langheim bei Lichtenfels in Oberfranken. Ein Oval in der Landschaft. Der Nassanger ist ein Solitär. Der Nassanger ist schlicht einmalig. Das ist ein Gutshof, aber ein Gutshof, den es in dieser Bauform wirklich nur dieses eine Mal gibt. Günter Dippold ist Bezirksheimatpfleger von Oberfranken. Er will, dass der Nassanger als Denkmal erhalten bleibt. Die Friedensgruppe will das auch. Keine großen baulichen Veränderungen an diesem besonderen Zeugnis barocker Baukultur. 40 Kühe standen in den Ställen und in der Mitte des Hofes war mal der Misthaufen. Architektur, Experiment und, ja, man könnte sagen, barocke Massentierhaltung. Früher soll das Ringgebäude einmal genau 365 Fenster und 12 Türen gezählt haben. Doch im Laufe der Zeit wurde es immer wieder verändert. Fast 20 Jahre war es unbewohnt. Eigentlich wollte der Landkreis Lichtenfels den Nassanger kaufen. Es gab auch schon Pläne für die Nutzung. Es ging im Kern um die Archivierung von archäologischen Funden. Die müssen ja alle sauber gelagert werden und da bietet sich der Nassanger eigentlich an, weil viel Platz ist. Aber wie gesagt, kam jetzt anders. Anders heißt, die Erbin des letzten Eigentümers will den Nassanger jetzt dieser Gruppe verkaufen und lässt sie schon auf das Anwesen. Ein loser Zusammenschluss aus Menschen, die sich in der Friedensbewegung kennengelernt haben. Wir wollen ein Friedenszentrum im Herzen von Europa, eine Art Reallabor entwickeln, wo Menschen miteinander in Verbindung erfahren, was Frieden sein kann. Das eignet sich halt hier, finde ich, auch mit der Architektur sehr schön. Das Zentrum einladen, Friedensforschung und Friedensbildung dann quasi in diesem Kreis durch diese 365 Fenster quasi wieder in die Welt zu teilen. Es gibt auch Skepsis gegenüber der Gruppe. In Medienberichten hieß es, sie könnte mit der Reichsbürgerszene in Verbindung stehen. Doch damit wollen diese Menschen nichts zu tun haben, sagen sie. Wir sind offen für alle. Und wenn ich die Reichsbürgergruppen verstehe, dann ist das eher was Ausschließendes als was Einschließendes. Und wir verstehen uns dem entgegengesetzt, indem dass wir wirklich inklusiv sind. Workshops sollen stattfinden, Kulturveranstaltungen. Alle sind eingeladen. Leute aus der Region genauso wie von außerhalb, die sich über Frieden Gedanken machen wollen. Zuerst aber muss noch aufgeräumt werden. Auf dem Areal war einmal ein Tierpark. Die Gehege und Käfige sind ebenfalls noch voller Relikte. Es ist ja unwahrscheinlich viel inspirierendes Material hier. Natürlich ist auch eine Menge Schrott. Wir haben Unmengen an Fliesen zum Beispiel. Ja? Und wir heben aber auch einen ganzen Teil auf, ja? So, um vielleicht künstlerische Projekte, Workshops und so weiter zu gestalten. Der Vorbesitzer war Sammler, kaufte exzessiv auf Flohmärkten. Irgendwann wollte er ein Museum einrichten. Dazu kam es nicht. Die Versuchung läge nahe, all die Hinterlassenschaften in einem Aufwasch zu entsorgen. Doch die Friedensgruppe will alles sorgfältig sortieren. Aufräumen als Prozess. Wie gehen wir mit Materie um? Was machen wir daraus? Das ist schon Teil dieser Friedenskultur oder eben auch Umgang mit Materie. Also das Projekt beginnt wirklich schon seit Anfang an. Doch Aufräumen ist nur das eine. Das Gebäude muss dringend saniert werden. Schätzungen des Landkreises bezifferten die Kosten auf etwa 20 Millionen Euro.
Die Friedensgruppe hofft auf Crowdfunding. So wie sie auch das Geld für den Kauf aufgebracht hat, der allerdings noch nicht notariell abgeschlossen ist. Wir haben tatsächlich den Kaufpreis in geringerer Form, also ursprünglich waren es 750.000 Euro, nochmal nachverhandeln können. Und da sind wir gerade in einem sehr guten Austausch und sind sehr zuversichtlich, dass jetzt auch der Zuschlag für uns erteilt wird. Seit Monaten ist die Gruppe jetzt schon am Aufräumen. Seit Anfang des Jahres berät Günter Dippold sie bei denkmalpflegerischen Fragen. Es ist in diesem Vierteljahr sichtlich was passiert und das ist lobenswert, das ist begrüßenswert und das zeugt von Fleiß. Ein großes Projekt für ein großes Haus. Friedenszentrum Europa im Nassanger? Das nächste Kapitel in der langen Geschichte dieses Denkmals.